Hallo zusammen! Nein, heute gibt es nicht das Kasperli-Theater mit dem Tino, sondern wir schauen zusammen an, wie man Glas fotografiert. Das ist nicht ganz so einfach. Das Ziel wäre eigentlich, dass unser Glas nicht so aussieht wie hier, sondern so oder so. Leider reicht es aber nicht, wenn ich da jetzt einfach einen schwarzen oder einen weißen Hintergrund herstelle und hoffe, dass das Ganze dann funktioniert. Leider ist es wie so oft in der Fotografie nicht ganz so einfach. Warum geht es nicht? Wir haben ein Problem. Glas kann ich eigentlich gar nicht fotografieren, weil Glas sehe ich ja nicht. Glas ist durchsichtig. Was ich sehe, ist eigentlich nicht das Glas, sondern die Reflexionen im Glas. Ich habe eine Lichtquelle da hinten, ein Fenster. Ich habe da oben eine Lampe, ich habe weitere Fenster hier im Raum. Und all da die weißen Stellen, die ihr seht, in meinem Weinglas, das sind Reflexionen von diesen Lichtquellen. Und die kommen von überall her und genau so sieht es aus. Es gibt einfach eine wilde, wirre Sache und ich muss die Reflexionen lenken. Das ist das Geheimnis der Fotografie von Glas. Und wie man das genau macht, das zeige ich euch heute. Viel Spass! Also, wie mache ich es jetzt mit diesem Glas? Ich brauche eigentlich einen Trick. Wichtig ist, ich brauche eine Lichtquelle, und zwar nur eine, die von hinter dem Glas kommt. Das heisst, ich muss jetzt hier mein LED-Licht von vorne wegnehmen und da auf die hintere Seite basteln. Und ihr seht schon, was da passiert. Das ist noch nicht perfekt. Wichtig ist, Licht nur von hinten. Wie mache ich das? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einfachste Variante, ein Fenster, wo ihr einfach zum Beispiel mit weißem Papier oder einem weißen Leintuch verdeckt, damit das Licht schön weiß und gleichmäßig wird. Das funktioniert nur in einem Raum, der ein Fenster hat, alle anderen müssen wir zutun. Sonst habe ich wieder Reflexionen von anderen Seiten. Das habt ihr jetzt hier zum Beispiel auch noch, aber wichtig ist mir, dass ihr mich auch noch seht, darum ist jetzt das hier nicht perfekt dargestellt. Also eine Lichtquelle von hinten kann das Fenster sein. Es kann sein LED-Licht, wie ich es hier gemacht habe, Ikeas Coupe. Zum Beispiel eine der günstigsten Softboxen der Welt, kann man nicht nur zum Kleidung verräumen brauchen. Ihr könnt noch aus einer Kartonkiste etwas brauchen. Wenn ihr zum Beispiel einen Aufsteckblitz habt, könnt ihr mit dem von hinten Licht machen. Wenn du eine Blitzanlage hast und eine Softbox, kannst du von dem die hinter dein Glas aufstellen. Wie die Lichtquelle ist gleich. Sie muss einfach relativ gross sein und weiss, aber das kann man mit weißem Papier und Fenster oder auch mit einer Profi-Softbox und einer Blitzanlage machen, funktioniert alles. Jetzt mache ich ein sogenanntes Bright Field, ein helles Feld oder ein Dark Field, ein dunkles Feld. Das, was ihr hier seht, ist noch nicht wirklich perfekt, aber jetzt machen wir mal ein bisschen Magic. Und zwar, jetzt nehmen wir noch schwarzes Papier dazu und schaut jetzt mal, was passiert, wenn ich jetzt ein sogenanntes Dark Field mache. Jetzt plötzlich habe ich nämlich da direkt auf dem Glas kein Licht mehr. Dort ist es nämlich schwarz. Und von links und rechts, von außen, tut meine Lichtquelle reflektieren am Rand des Glas. Und so habe ich nur noch das, was ich will, nämlich einen Reflex außen. Und das Glas hebt sich wunderbar mit der Form ab gegen den Hintergrund. Es ist noch nicht perfekt hier, das ist aber, weil es hier im Raum noch andere Lichtquellen hat. Wenn das die einzige ist und sonst der Raum dunkel ist, sieht es absolut perfekt aus. Variieren könnt ihr mit der Grösse der Lichtquelle oder mit der Breite und Höhe des schwarzen Papier. Je nachdem verändert sich auch die Grösse und die Breite und Höhe von eurem Schatten. Das Umgekehrte funktioniert hier. Das sogenannte Bright Field, das helle Feld. Wenn ich nämlich gerne das Glas vor einem hellen Hintergrund habe, dann muss ich nicht einen hellen Reflex in meinem Glas haben, sondern einen dunklen. Wie mache ich das? Ich stelle einfach links und rechts oder rechts und links, je nachdem von meinem Glas, schwarzes Papier auf oder Karton und je nach Distanz zum Glas habe ich dann einen grösseren oder einen kleineren Reflex am Rand von meinem Glas und habe das Glas hinter einem hellen Hintergrund. Wenn ihr den noch etwas heller macht, da nicht wie bei mir, könnt ihr machen, dass der komplett weiß ist und ihr seht dann nur noch die schwarzen Reflexe in eurem Glasrand. Perfekte Glasfotos und mit dem könnt ihr jetzt anfangen rumspielen, experimentieren und ausprobieren. Die Einstellungen der Kamera kommen sehr darauf an, da gibt es nicht allgemeine Regeln.
Ihr müsst einfach schauen, dass euer Glas schön scharf wird. Und wenn euer Hintergrund heller ist, müsst ihr die Blende mehr zutun. Wenn der Hintergrund jetzt so dunkel ist wie bei mir, müsst ihr jetzt noch mehr Licht reinlassen, damit der Hintergrund wirklich weiss ist. Das ist das ganze Geheimnis. Viel Spaß beim Ausprobieren.